So, weiter geht's. Und wir sind da im Zuchtlabor stehen geblieben. Mit dem Band und mit der Fee. So, was haben wir da Schönes? Den Tank. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Betätigen. Behälter, was haben wir da drin? Der Tank ist oben. Füllstation. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Gut. Da haben wir im Inventar mal die Eisenstange und die Keycard. Außer werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Der öffnet und schließt die Tür. Aber geht nicht, oder? Der Algencontainer blockiert die Tür. Da passt kaum ein Finger durch. Wenn wir reinfassen? Ich komme von hier aus nicht ran. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Da bastet Abos. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Nicht ohne zu improvisieren. Und wie improvisieren wir? Mit der Eisenstange vielleicht? Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Und dann bekäme ich sie nie wieder zusammen. Ha, Schwachsinn. Können wir oben? Na, Sie sind so still. Kein, ich hab's Ihnen ja gesagt, oder das haben Sie jetzt verdient. Das ist es doch gerade. Du hast das alles nicht verdient. Wenn mein eigener Sohn sich gegen mich wendet, dann habe ich es verdient. Hol die Alge und bring uns hier raus. Alles andere können wir später besprechen. hol die Alge. Kontrollpad. Umfüllen. Das ist die Steuerung für die Pumpe. Ach so, und wenn wir umfüllen? Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Kein Zugang. Kein Zugang. Und wie macht man Zugang? Schlauch. Jetzt haben wir einen Schlauch. Und den nehmen wir vielleicht mit der Füllstation. Da ist bereits ein Schlauch dran. Ach so, vielleicht eurem? Das ist doch Humbug. Das ist doch Quatsch mit Soße. Das ist doch Blödsinn. Nicht solange der Tank ausgefahren und die Haube nicht angeschlossen ist. Abzapfhaube. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Ach so, ja, dann fahren wir rein. So, jetzt können wir vielleicht anschließen, Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. weil Narretei. er lässt sich so nicht anschließen. Unser erster Laborschlauch kam aus Lissas Garten. Das waren noch Zeiten. Ramsch. Firlefanz. Könnte passen. Okay, ach so, jetzt ist das die Stange da drin. Nicht? Und jetzt vielleicht Nichts als Unfug. Nick. Jetzt werden wir den einschalten. Ha. Jetzt haben wir größeres Loch. Erstmal weg mit der Stange. Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt können wir wieder aussehen.
Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Ach, den hat er jetzt mitgenommen. Und brauchen wir den? Jetzt muss dann nur noch die Alge rein. Die Alge. Prüfen. Gott sei Dank. Er ist unversehrt. Gut, dann da die Song. Dann wir das Ding da ohne. Umfüllen. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Achso, einen Zugang brauchen wir. Käse. Mischugge. Der Schlauch lässt sich... Wie jetzt? Bestätigen, dass er einfährt. So, vielleicht jetzt das. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Die Pumpe hat keinen Zugang. Ach so, jetzt haben wir das Ding da. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Weil? Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Kann den nicht so verbinden. So, und jetzt? Gute Frage. Jetzt, wenn wir es iPhone. Ha. Jetzt haben wir irgendwas kaputt gemacht. Aber es scheint zu gehen. Gut. Gleich haben wir es. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir es wirklich. So, die Alge haben wir umgefüllt und jetzt nehmen wir es einfach mal mit. Faye, wir haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Von hier an übernehme ich. In Ordnung. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? So, jetzt haben wir wieder die Faye. Und jetzt werden wir erstmal speichern. So, das war mal das Büro, da die Song. Ein Haufen Müll. Mit der Song, dass wir irgendwie da aufklettern müssen. Das ist unser Ziel. Unser Ziel. Das mache ich besser Schritt für Schritt. Ich muss dafür sorgen, dass Ben nicht zurückbleibt. Schritt für Schritt. Gut, dann gehen wir mal. So, Affi. Ben, kannst du mir helfen? Komme schon. Oh
Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Gut, im Inventar haben wir das Zeitfunkgerät und das Messer noch. Kabel. Das kann man vielleicht brauchen. Stehen Sie stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Gerissene Kabel. Ich hoffe, sie stehen nicht unter Strom. Hoffen wir es doch, dass nicht unter Strom steht. Vielleicht können wir es abschneiden. Das bringt nichts. Bringt nichts. Sind Sie völlig übergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles in Ordnung. Gut, jetzt haben wir der Oma. Heiß. Heiß. Viel zu heiß. Erst verbrenne ich mich, dann stürze ich ab. Eine Stange. Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Moment. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Oh, vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Hören Sie, ich habe genug von Ihren... Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Gut, und jetzt hat Heizungsregler. Ben, was ist das für ein Gerät? Das ist der Heizungsregler. Er reguliert die heiße Flüssigkeit in den Leitungen. Oh, das ist jetzt gut, oder? Vielleicht können wir das abschalten. Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, Sie spinnen doch. Also gut. Du spinnst. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. Gut, dann können wir wieder aufwechseln. Normal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennend unten bei der toten Miss Inrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm. Aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel. Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Oh, mein Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. So, wir spannen die Fee. Gut. Warum ist sie da unten und der Band da oben? Weiß man nicht. So, dann schauen wir mal. Da ist die tote Lissa. Hat die vielleicht noch was? Ich nehme ihren Schal mit, aber sonst möchte ich sie nicht durchsuchen. Einen Schal. Gut. Das ist der Durchgang zur Algenfarm. Bent, können wir vielleicht über die Algenfarm entkommen? Vielleicht. Ich arbeite gerade dran. Gut, dann mach aber schnell. Dann haben wir da noch irgendwas vielleicht. Ich
glaube, da ging es mal zum Zuchtlabor. Gut, fragen wir doch mal Dube. Er hat sich beim Sturz das Bein gebrochen. Hallo Duwe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann, willkommen in der Hölle. Hast du dich verletzt? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Tut das weh? Ja, Gottverdammt, ja. Dann ist es gebrochen. Bleib hier ruhig sitzen. Ich flick dich schon irgendwie wieder zusammen. Warum? Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir wurden von der Bohrinsel abgekoppelt. In wenigen Minuten werden wir vom Tiefendruck zerquetscht und ertrinken. Ob Schmerzen im Bein oder nicht, ich bin eh gleich tot. Hey, wir kommen hier schon wieder raus. Keine Angst. Bent wird uns retten. Glaub mir. Wieso lachst du? Er kann es einfach nicht lassen, was? Hey, Bent! Schlechte Nachrichten. Die Welt ist ein Jammertal. Und deine Alge wird nichts mehr daran ändern. Doch, das wird sie. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß das. Sie sagt die Wahrheit. Klar! Klar, wie konntest du diesem Mann nur helfen? Wie konntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig. So, da habe ich noch eine Stange entdeckt. Und die können wir auch mitnehmen. Vielleicht können wir mit der das Bein von Dube stabilisieren. Können wir das eventuell kombinieren? Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden. Aber was dann? Aber was dann? So, da wäre ich wieder. Dube, Faye, ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu, ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein, vergessen? So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schient dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. Ah! So, Kapitel 7. Ben Svensson ist tot.
Au. Puh. Oh nein, schon wieder kaputt. Bent. Bent, aufwachen. Wir sind da. Was ist los? Sind wir schon da? Das sagte ich doch gerade. So, jetzt raus aus dem Auto. Wir haben ein Problem. Oggi hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten. Wir sitzen fest, mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Wo zum Geier sind wir hier? Wir sind im brasilianischen Dschungel. 2 Meilen vom Indus-Kraftwerk entfernt. Ja, das weiß ich doch, aber... Meinst du wirklich, die Alge ist beim Kraftwerk? Ich bin doch auch nicht schlauer als du. Ich weiß nur, dieser schreckliche Mann hat etwas von Brasilien gesagt. Und das Kraftwerk ist Indus-Zentrale in Brasilien. Wenn sie nicht hier ist, wo dann? Klingt logisch. Wann sagtest du, wird das Kraftwerk explodieren? Ungefähr eine Woche nach der Konferenz. Ja, am 27. März. Das ist heute. Sag es ruhig. Wir sind nicht nur wegen der Alge hier. Nein, wir müssen auch das Unglück verhindern. Und da lasst ihr mich so lange schlafen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gibt es Neuigkeiten von Salvador? Ja, er ist hier, beim Kraftwerk. Du hast ihn gesprochen? Nein, nur geortet. Er... Was? Ach, nichts. Machst du dir Sorgen um Salvador? Sorgen? Ja, Bent, weißt du, was ein Prädestinationsparadoxon ist? Oh, das hat wieder was mit Zeitreisen zu tun, richtig? Ja. Ich habe Angst, dass unsere Beteiligung erst zum Unglück führen wird. Salvador will das Kraftwerk abschalten. Aber vielleicht läuft gerade deswegen erst etwas schief. Puh, dann steht Salvador finden also auch auf unserer To-Do-Liste. Ja, ganz oben. Ich will dich was anderes fragen. Frag ruhig. Wer ist Simon? Simon ist der Barkeeper. Der Barkeeper? Wir sind an einer Bar? Das ist der letzte Stopp vor dem Kraftwerk. Die Straße endet hier. Es sind doch nur noch 2 Meilen, dann gehen wir eben zu Fuß. Nein, das ist zu gefährlich, meint auch Simon. Ich hab's schon versucht. Um Himmels Willen, keine Alleingänge. Wir finden schon einen Weg. Wie lange habe ich geschlafen? Die ganze Fahrt. Vom Heliport bis hierher. Wie ein kleines Baby. Lass das. Du bist doch nicht meine Mutter. Aber du könntest mein Urgroßvater sein. Selbst wenn, dann hätten sich meine Gene bis zu deiner Geburt so sehr verwässert, dass wir nichts mehr gemeinsam hätten. Stimmt. Ich brauche weniger Schlaf und ich schnarche nicht. Wo sind Oggi und Duwe? Sie stellen ihre eigenen Nachforschungen an. Herrje, wenn du es mir nicht verraten willst, dann finde ich es eben selbst heraus. Du findest sie in der Bar. Sag mir einfach, was ich machen soll. Und ich mache es. Du musst einen Weg finden, wie wir zum Kraftwerk kommen. Ich werde inzwischen versuchen, Salvador zu kontaktieren. Alles klar. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wie du meinst. Bis später.